Mann, ich will schon wieder nur wieder Vorstellung, dass ich mich heute oder morgen am Morgen beim Schauen muss verabschieden. Das ist so scheiße. Mann, das ständige Verabschieden wieder. Hey zusammen, mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny und herzlich willkommen zu der 47. Folge Fiasko Famoso. Heute geht es um das Thema Oversharing. Viel Spass beim Reinhören. Bevor wir mit der Folge anfangen, am 28. Mai sind Flavia und ich am Podcast Clash im Exil. Und was ist der Podcast Clash, Flavia? Podcast Clash ist eine moderierte Gameshow, wo wir gegen einen anderen Podcast antreten und ihr könnt im Publikum hocken und zuschauen. Genau, und wir brauchen euch vor Ort unbedingt, wir brauchen gute Stimmung und darum findet ihr jetzt Tickets in der Folgenbeschreibung. Nimmt's auf? Ja, es nimmt auf. Ach, ich bin wieder nervös in einem neuen Setting, in einem neuen alten Setting. Aber es ist... Echt? Ich bin gar nicht nervös. Ja, Ich bin so richtig bist so, nie- let's go! Du bist nie nervös wegen technischen Sachen. Ich habe immer das Gefühl, Technik fickt mich irgendwann. Also weißt, nachher... Aber weißt du, bis jetzt hat sie auch immer dich Ja. genommen mit der Technik. Vielleicht Du drum. hast Gründe zum nervös zu sein, weil bei dir ist immer, hat er aufgenommen, hat er Ja, gespeichert. ja, nicht immer. Nein, aber... Ja. Hey, bevor wir in unsere Rubrik Shit entscheidende gehen, habe ich etwas Kleines. Erzähl. Leute, Jenny und ich haben zuerst mal offiziellen geschäftlichen Kontakt gehabt. Und also das heisst, Jenny arbeitet für YouMedia, das darf ich sagen, oder? Ja. Und ich für Watson. Und auf jeden Fall wird da etwas zusammen... Also ein paar Jugendliche sind diese Woche von uns, es gibt Genau. ein Angebot von uns, wo Jugendliche können ihre Reaktionen hineinschauen können, um halt die Berufe kennenzulernen. Genau. Und ihr habt diese Woche ein paar Jugendliche? Ja, am Donnerstag. Genau. Und dann komme ich gestern ein E-Mail über Jenny. Ich so krass, ich habe noch nie auf meine Watson-E-Mail von der Jenny eins bekommen. Ich so, YouMedia. Dann bin ich mal gespannt gewesen, wie du das E-Mail formuliert hast. Also, man muss anmerken, es war nicht nur an mich, es war auch an meine Chefin gewesen. Genau. Und also ich lese nicht das Ganze vor, aber Ja. liebe Flavia. Aber ich hoffe sehr, dass ihr gut in die Woche gestartet seid. Und nachher, mein Name ist Jenny und ich arbeite bei YouMedia. Ja, ich habe mich gedacht, für deine Chefin müssen vorstellen. bla bla bla. Nachher habe ich gedacht, kommt irgendein ein Satz à la eben, Flavia und ich kennen uns ja, oder irgendwie nichts. Einfach, als wären wir so... Ja, Und nachher, vielen herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung. Liebe Grüße, Jenny. Nachher habe ich geschrieben, liebe Jenny. Also, liebe Jenny! Warte. Jetzt will ich auch vorlesen, was du geschrieben hast. Gib mir eine Sekunde, warte schnell. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass wir so einen starten, aber ich packe jetzt auch meine Waffen aus. Schau, ich habe dein Mail so gelesen. Schau, warte schnell. Muss ich sehen, ist ins Mail einloggen? Es ist nicht eine Waffe, weil du hast ja heute auch noch mal ein Mail zurückgeschrieben, wo nicht so Ich habe formell genau war. gewusst, dass du mir das... Ich habe nicht erwartet, dass du das im Podcast ansprichst. Ich habe gedacht, du sagst mir das so. Also du hast ja hure formal geschrieben. Weil das Mail, Schatzi, ist mehr an deine Chefin gewesen als an dich. Ich habe ja zuerst geschrieben, Ja, aber liebe, Aber liebe wieso bin ich dann auch dort Ich habe drin? dich nur CC genommen. Ich habe dich nicht direkt adressiert. Du bist nur im CC. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Ich habe mich noch gefragt, ich so, Weil wer im CC ist... Ja. wer soll die Fresse haben, oder? Nein, aber wenn man im CC ist... Ja, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt dich soll adressieren am Anfang. Ich habe gedacht, liebe... Ja. Und dann dich gar nicht ansprechen, dass man checkt, dass es an dich... ja. Weil eigentlich, ich wollte es nur an deine Chefin schicken und dann habe ich gedacht, wenn ich weiss, Ja, dass das ist Flavia sehr davon geil. weiss, ich Ja. schicke sie ihr gerade mit. Aber das ist geil. Weißt du, so. Und nachher hast du geschrieben... Meine Chefin ist aber auch gerade in der Ferien, darum habe ich gedacht, ich sollte antworten. Du so, hola, mit 3a, Jenny, funny. Das erste Mal, wo wir richtig offiziell geschäftlich kommunizieren. Smiley. Ich habe mir notiert, dass wir an den beiden Tagen ein paar machen werden. Gruß, Flavia. Ich so, nicht mal einen für lieben Gruß hat es gelangt. Einfach Gruß. Kein lieben Gruß, einfach Habe Gruß. ich nicht geschrieben, Gruß von der Flavia. Nein, einfach Gruß, Flavia. Ich Ja. so, ok. Und nachher, was hast du zurückgeschrieben? Ganz Sempa. Hoi Flavu, du sagst es. Danke vielmals und liebe Grüße. Aber sieht das jetzt meine Chefin auch, dass du das geschrieben hast? Ja, sie ist jetzt wieder im CC. Eben, ich habe es einfach so lustig gefunden, als ich das Mail bekommen habe. Never mind. Ja, okay. Ja, ich habe irgendwie gerade nicht mit dem gerechnet. Ich habe gedacht, ja. Aber ja, lustig gewesen. Ja, funny. Also Jetzt aber, by the way, vielleicht hört ihr es. ja, stimmt. Vielleicht seht ihr es auch, wenn ihr nämlich ins Video schaut. Aber die Flavia und ich nehmen heute mal wieder eine Folge auf in unserem alten Studio, da Ja. bei Radio 24. Das Genau. ist so cool. Ja, also das war nicht geplant. Danke dafür, dass wir da rein sneaken können. Ja, aber wir haben gedacht, ich bin ja jetzt eine Woche in der Schweiz gewesen, wenn ihr das hört. Bin ich schon wieder zurück in Amsti. Und
Ja, wir haben gedacht, ich habe mein Mikrofon und mein Stativ und mein ganzes Equipment halt in Amstel. Ich habe nichts studiert. Und dann haben wir gefunden, komm, fragen wir doch mal, ob wir wieder da rein dürfen. Ja, es ist ein bisschen wie Heimat. Es ist wirklich wie Heimat. Es ist so, ich komme da rein und es ist alles wie, als wären nicht 5 Monate vergangen, seit wir das letzte Mal da waren. Ja, ja, und die Leute auch so, hä? Aber Flavia, was gibt es machen einen Podcast? wir? Ja. Ja. Nein, schön. Nein, richtig cool. Ich freue mich auf die Folge. Ich bin richtig gehypt. Mhm. Und ja, darum erzähle ich jetzt auch gerade meinen Schein. Mach das! Also, ich habe ja schon mal angekündigt vor, ich glaube, 1 oder 2 Folgen, dass in den Niederlanden kürzlich der grosse Nationalviertag war, der King's Day. Mhm. Und der King's Day war geil. Hat viele Leute gehabt, wie Street Parade in Zürich gewesen, aber es ist jetzt nichts irgendwie krass ominöses, skurriles oder so passiert. Es war einfach eine geile Street Parade gewesen. Wir haben alle mega Spass gehabt. Wir sind alle irgendwie gefühlt 30'000 Schritte gelaufen. Und wir sind alle irgendwie um 10:30 am Schluss kaputt im Bett gewesen. Weil du fängst halt früh am Morgen an, gehst auf die Straße, trinkst, laufst, tanzt und so weiter. Und mein heutiger Schein ist aber eine Begegnung, die ich an dem King's Day Tag gemacht habe. Ich bin gespannt. Ist sie prominent? Nein. Okay. Du kennst die Person auch. Also kenne ich sie von Medien Nein. direkt? Nein. Ich kenne die Person. Du kennst die Person. Ich habe die Person vorher noch nie gesehen, aber ich habe sie erhascht auf der Straße, bin zu dieser Person angerannt, Ich weiß nicht von zu dem. dem Typ. Und dann habe ich gedacht, What the Du. fuck? kennst du Flavia? Was? Ja, dann haben wir zusammen ein Selfie gemacht. Und zwar, willst du schon mal raten? Ja, nein, ich kann jetzt nicht Namen droppen. Okay, aber... what the fuck? Ja, ich habe gesehen, ich habe da gerade Nein, warte, ich bin richtig gespannt. Ich habe nämlich, ich zeige dir jetzt ein Bild, das Warte, ich habe es noch nicht gesehen. ich würde dich so gerne foltern. Ich Oh mein weiss. Gott. Ja, auf jeden Fall. Also, Warte schnell. Ja? ich habe getroffen auf der Straße von Amsterdam am fucking King's Day, wo die ganze Stadt so voller Leute ist wie sonst nie im Jahr, Ja, Bin jetzt ich- komm. in Auf den dieses Punkt. Hinstedt reingerannt. Oh nein! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was? Oh mein Gott! Ich habe gemeint, jemand aus der Schweiz! Und nicht der! Ich darf Also- seinen Namen sagen, es ist jetzt Giuseppe. Darfst du den Namen sagen? Ja, ich habe es auf Insta auch gesagt. Apropos Oversharing, gell? Ja, nein. Nein, also wir müssen dann schauen, vielleicht tun wir auch das Bild zensieren. Ja, Wir mal tun schauen. den Ich kann Giuseppe nicht mehr fragen. fuck, ich folge ihm nicht mehr auf Insta, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade ein guter Oh Lacher mein gewesen. Gott, Ey, deine was für Reaktion. ein Zufall! Sorry, aber die Reaktion habe ich jetzt irgendwie anders erwartet. Wieso? Ja, du bist ja fast... Dir ist es jetzt gerade fast peinlich gewesen. Nein, nicht peinlich. Was ich habe es denn? einfach... Also ich habe es zuerst nicht erkannt, ja. Und nachher, ich habe gerechnet, jemand, den ich hier mal... Ja. Das ist mit jedem gerechnet, aber nicht mit dem. Und Nein! ich sag dir jetzt, wie das passiert ist. Und Wir- dass du den kennst? What the fuck? Du Ja, hast den gell? nie gesehen. ja, ich kenne nur sein Hinge-Profil, Ja, also wo du eben- mir gezeigt Warte, hast. stopp. Also ich habe mit ihm in Amsti ein Hinsteht gehabt. Ja, sorry, ja, als genau. ich bei dir Du hast von dem Date auch im Podcast erzählt. Wo du bei mir warst ja, und wir auf dem stimmt. Sofa eine Folge aufgenommen Genau. hast du davon erzählt. Und dann, ja, the rest is history. Aber eben, Also auf jeden stopp, Fall- jetzt musst du erzählen. Genau, also, wir sind Oh an so mein einem, Gott. Strassen-Rave gsi, wo gefühlt an jedem Ecke in Amsti dann so am Passieren sind an dem Tag. Und dann haben sie so als Gruppe gefunden, komm, wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter. Und so, wir haben es jetzt langsam gesehen, die Musik ist nicht mehr so gut, dann laufen wir weiter. Und dann laufen wir so los von dieser Blockparty und keine Ahnung, ich halte halt auch nicht so Ausschau nach Leuten, die ich kenne, weil ich kenne ja in Amsti keine Sau. Und dann laufe ich so und dann wirklich, meine Augen, mein Blick bleibt wie so kleben bei ihm. Ja. Und dann sage ich so zum Luca, das ist das nicht der Flavia in das Date? Und nachher er so, mal, sieht schon so aus. Nachher renne ich los zu ihm und wirklich er ist mitten in einem Gespräch mit anderen Typen. Ich hau ihm so auf die Schulter und ich sage so, you were in my apartment. You were the... nein, ich kann nicht. You were on a date with Flavia. Und er so, er komplett überfordert, keine Ahnung, wer ich bin. Ja, ich so, you were in my apartment. Und nachher er so, ja, yes, but you have such a nice apartment. Hat er gesagt, das ist. Und ich
weiss auch ganz genau, was dort passiert ist. Ja, Aber ja, auf jeden Fall habe ich das so lustig gefunden und wirklich, die Konversation ist 10 Sekunden gegangen. Ich habe gesagt, ich weiss, wer du bist. Er so, coole Wohnung hast. Ich so, machen wir ein Selfie. Und wirklich dann, ich so, ciao, have a good day. Ich habe nicht mal mitgewusst, wie er heisst. gell? Also, das habe ich mich jetzt gefragt. Oh, also sorry, so Wie geil ist Zufall. Und das hat sich nachher wirklich, der Luca und ich sind weggelaufen. Und wir haben uns so gekrümmt vor Lachen während dem Laufen. Wirklich, wir haben uns so kaputt gelacht. Weil what are the odds? Weißt du? Oh mein Gott. Und vor allem, du hast im Podcast noch erzählt, dass das Date fast nicht zustande gekommen ist, weil er von Er im wohnt eine Süden. Stunde weg. Nein, 2. Er wohnt im Ja, Süden von stimmt. Holland. Stimmt. Er What? kommt nicht mehr von Amsti. Sorry, ich sage jetzt nicht, what the fuck, es langt. Oh mein Gott. Weil ich halt denke, wenn es jemand von der Schweiz gewesen wäre, hätte die Person vielleicht mir schon auch gesagt, oh, ich habe Jenny gesehen. Ja. Weißt du? Ja, nein. Ich pirsch da hinter dir. Oh mein Hinter dir. Gott, ich kann nicht. Ja, das Einzige. Ja. In Ja, einer voll nicht. Großstadt, ja. Ja, Das- also sehr das ist lustig. krass. Also, wenn man das Bild dürfen einblenden, Ja, safe. wenn der Also, Juicy sein Okay gibt, dann tun wir es ja, jetzt muss ich einblenden. ihm wieder folgen. Also, es ist nichts Wir Schlimmes können auch mit dem passiert. Podcast-Account im Folge umfragen. Geil. Wie hast du gesagt? Der Juicy. Juicy? Short für Giuseppe. Juicy. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, Juicy. das ist Ja. jetzt überraschend gekommen. Das ist so lustig. Ich kann mich selten überraschen, aber ja, da bin ich jetzt überrascht. Oh nein, Und du schon, wenn ein kleines Kind vorher, ich habe so blöd auf den Schein und ich dachte, vielleicht hast du irgendeinen neuen Job Nein. oder so. Nein. Irgendetwas. Aber ja, gut. Mm. Jetzt, wo ich schon gefühlt meine ganze Ja. Energie für die Folge aufgebraucht habe, Ja. starten wir. Ah nein, du hast noch deinen Shit. Da bist du auch anwesend gewesen, und zwar wegen Party. Oh. Das war. Und La Polizia ist vorbeigekommen. Hm. Und es war schon Shit, gewesen, aber auch ein bisschen Schein. Weil, also aus der Situation heraus, weil die Polizisten sind recht kulant gewesen. Sie sind schon mega ernst gewesen. Also, Mhm. die Türe, ich bin so richtig in mein Zimmer gelaufen und neben meinem Zimmer ist halt die Haustür und ist die Haustür offen und es stehen 2 Polizisten und ich so, wir haben ja schon eine Motto-Party, aber das ist nicht das Motto. Ja. Also das Motto war, du musst als etwas kommen, ein Umlaut im Wort hat, also AÖÜ. Und die Polizei hat auf jeden Fall keinen Umlaut drin. Ja. Auf jeden Fall, ja, ist dann zuerst mega, also es war ernst gewesen. Sie müssen halt auch ernst bleiben, aber man hat gemerkt, sie haben Mitgefühl. Also weißt, Ja. sie haben gemerkt, wir sind 4 Frauen, wir sind gerade nicht, wir sind alle Also gut. hat dann jemand die Tür aufgemacht, weil plötzlich ist Ja. die ganze Wege vor der Tür gestanden. Ja. Ja. Nachher haben wir alle zusammen. Dann musste ich den Ausweis holen. Und nachher war es so geil, da haben wir uns halt ein bisschen erklärt und sie haben gesagt, ja, es gibt jetzt einen Bus, 50 Franken jetzt geben. Und nachher geht die Tür auf und dann gehen ein paar Leute raus, heim, und es waren einfach Mörderinnen gewesen, verkleidet. Weißt du, so Blut verschmiert und ein Messer im Kopf. Sie laufen so durch und sagen Tschüss zusammen. Und ich Tschüss. Und der Polizist so, was war das Motto gewesen? Und nachher, er hat im Nachnamen das Ö, glaube ich, oder irgendeinen Umlaut. Und ich so, ja, aber das Motto war da Umlaut gewesen, im Wort. Vor allem was für ein Motto? Ja, ich das weiss. Motto ist Umlaut. Und ich so zu ihm, sie hätten auch kommen können. Oh mein Er Gott. hat aber ein bisschen verschwunden. Okay, Auf jeden Fall, hey, eben, das Positive daran war, ich hatte schon Angst gehabt, aber sie haben wie so auch noch so, gezeigt. ja, und gesagt, hey, stellt noch ein Kessel auf, vielleicht machen wir das sogar noch vorwärts. Ah, jö. Also, Du bist weißt, zurückgekommen mit dem Zettel, mit dieser Busse in der Hand, hast du so gesagt, ich habe einem Polizist gesagt, das ist meine erste Busse. Und dann habe ich gefragt, soll ich sie einrahmen? habe ich das gefragt? Das hast du erzählt, So, habe ich das gesagt? Ja, Okay. weißt du nicht? Doch, ich kann mich nur so verschwommen dran. Ich bin nicht mega besoffen gewesen, Aber gar nicht. genug, dass ich mich nicht erinnern kann. Ja, es ist auch viel, ich habe sehr viel an dem Abend geredet. Vor allem. Ja, das Aber- glaube ich dir sofort. Aber ja, Aber ja, nein, wir in diesen 10 Minuten, wo die Musik hat müssen abgestellt werden und ihr draussen im Stegenhaus mit denen geredet habt, ja. haben wir alle so gedacht, ja, also ich habe in meiner Gruppe so besprochen, schau, wenn ich jetzt Polizistin wäre, ich glaube, ich würde so hoffen, dass ich noch so einen Blick in die Wohnung könnte erhaschen könnte, um so zu sehen, was da, wie die Party so läuft. Weil Polizisten, denen wird immer die Tür vor der Nase zugetan, weißt du, so Ja, von, ja, oh, ja, Entschuldigung, und Tür zu. Und dann in der Wohnung auch immer alle so, du hast so 15 Leute gehört sagen so, psch, psch, psch. So, als würde es noch etwas bringen. Weißt du, jetzt stehen sie ja schon vor der Tür, jetzt können wir auch noch normal reden und auch noch ein bisschen die Musik laufen lassen. Weißt du, wir sind alle so gewesen, psch, psch, so als Nicht würdet bewegen. ihr 30 Leute in der Wohnung verstecken. So. Ja. Ey, nein. Aber ja, es war lustig. Oh Aber mein ja, Gott. 50 geht noch für Ruhestörung. Ja, also ich habe es nicht genau gelesen, wie es jetzt der Grund ist. Also ja, Ja. es ist sehr Ruhestörung. Ja, Ja.
Ja, du happens, oder? Ja, aber ja, heute geht es um Oversharing. Genau. Flavia hat den Themenwunsch gebracht. Kannst du vielleicht noch ein bisschen sagen, warum? Also hat es einen Grund, warum du über das reden? Also ich habe schon vor einem Monat das mal wählen, weil ich eine Situation wieder hatte, wo ich selber gemerkt habe, ich habe overshared. Und letzte Woche habe ich auch, also dort war es umgekehrt gewesen, dort habe ich gemerkt, dass andere Leute finden, ich overshare. Gibt es ja auch. Mhm. Und darum müssen wir unbedingt mal über Oversharing reden. Jetzt müssen wir oversharen über Oversharing. Ja, und vielleicht zuerst ein bisschen Definition. Du hast gesagt, du bist auch mal schauen. Also Was ich, ist das so? du hast mich gefragt, was ist denn Für für dich? dich Oversharing? Und ich glaube, Oversharing ist, wenn man Sachen sagt oder erzählt, die man nicht sollte sagen. Oder nicht darf sagen. Von wem aus? Also, weißt du, Von mir aus? für dich nicht sollte sagen. Nein, vor allem Aha. für andere. Aha, okay. Vor allem für andere? Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also ich weiss, dass man auch über sich selber kann oversharen kann. ja. Aber das finde ich irgendwie nicht so schlimm, weil die Konsequenzen trägst ja wie du selber. Ja. Ich finde Overshare, für mich ist so die Definition von Overshare, ist, wenn du dir das Recht rausnimmst, Sachen zu sagen, die nicht an dir wären zum Teilen. Mhm. Weil dann hast du nicht nur geshared, sondern du hast eben zu viel geshared. Aber ich glaube, der Ursprung kommt schon Over. zum von sich share im Fall. Ja, Also, kann schon sein. ich Also ich kann kann mal, ja. Ich habe mal so eine Definition auf Deutsch, ich lese sie jetzt einfach ab. Die Grenzen sind fließend. Das, was von einer Person als Oversharing wahrgenommen wird, kann auf eine andere Person eher erfrischend, authentisch wirken und die Beziehung positiv beeinflussen. Also weißt, von mir sharen. Das ist die Definition von was gewesen? Nein, es ist eigentlich nicht. Das ist einfach Share. Ich habe gemerkt, ich habe die vorherige Definition gelöscht. Okay, aber warte, ich habe auch eine Definition gegoogelt. Also nämlich die KI-Zusammenfassung, wenn man auf Google googelt, was bedeutet Oversharing. Ja. Und zwar spuckt KI das aus. Oversharing bezeichnet das Preisgeben von zu vielen, oft zu intimen oder irrelevanten persönlichen Informationen gegenüber anderen. Eben. Sei es im direkten Gespräch oder in sozialen Netzwerken. Es ist eine Grenzüberschreitung, bei der man mehr Privates teilt, als angemessen ist oder das Gegenüber hören möchte, Ja. was oft zu Scham führt. Mhm. Trifft das deine Definition von Ja. Oversharing? Eben von mir aus sharen Ah. vor allem. Okay. Also so. Mhm. Und ich finde, Oversharing ist schon einfach negativ konnotiert, nicht? Also es ist so, Ja, ich ja. finde Oversharing ist negativ. Ja, wegen zu viel. Ja, Du hast nicht aber nur gesagt, sondern du hast ein bisschen zu viel gesagt. ja, Aber nicht nur. Also zum Beispiel warum ich finde eben, wenn jemand manchmal ein bisschen zu viel, zum Beispiel du erzählst in der Regel auch wie zu viel von dir, oder, also andere würden das vielleicht sagen, aber du bist so, schau, ich habe kein Problem, das zu sagen, offen zuzugeben. Und dann finde ich, macht dich das eher sympathisch. ja, aber eben, es kommt Das, aufs was du Gegen- erwähnt hast. Es Authentisch. aber ich vergesse dann manchmal, dass die anderen Personen ja auch Grenzen haben. Und dann, also ich sage nachher ein paar Alltagsbeispiele, aber jetzt allgemein, wenn ich merke, ich share gerade sehr viel, für mich ist das kein Oversharing, sondern ich share einfach viel, ich teile viel gerade von mir. Und nachher merke ich aber, das Gegenüber tut meine Energy nicht so matchen. Plus merke ich so, sie ist ein bisschen verunsichert. Oder weiss nicht, was antworten. Genau, dann merke ich so, ich habe Klar, ja. overgeshared. Und dann finde ich es zuerst mal für mich schade, weil ich mich dann wie so ein bisschen fühle, jetzt bin ich verdammt nackt vor dieser Person gefühlt, weil ich gerade mega viel Preis gehe und die andere Person kann mir irgendwie nicht das Das zurück. geben. Nicht unbedingt, dass sie gleich offen knapp muss sein, aber so von der Reaktion her, die ich will. Und dann fühle ich so, ich habe jetzt glaube overgeshared. Und Wie merkst du denn, dass die andere Person das unangenehm findet? durch Blick oder so, okay. Mhm. Oder keine Ahnung, Kommentar, ja. Ja. Und was würdest du denn wünschen? Ja, nein, das merke ich ja wie. Ich würde von mir wünschen, dass ich müsste ein bisschen Ein besseres Gespür. ja, so ein bisschen merken, so, hey, schau, weil ich bin dann gerade enttäuscht von der Person. Mhm. Vielfach. Weil ich so meine, oh Mann, es ist doch jetzt nicht so eine Du Sache. bist so, fang doch etwas an mit dem, was ich dir erzählt habe. Ja, oder so, wieso tut dich jetzt das überfordern? Das ist doch einfach, das ist menschlich. Aber eben, die einen
sind sich das nicht gewöhnt oder Also sind hast du ein überfordert. Beispiel? Nein, Hast zu du dem... ein Beispiel, wo jetzt das versinnbildlich, wo du mal etwas zu viel oder wo du etwas von dir erzählt safe. hast, wo du bequem gewesen bist damit und jemand anderes hat so gefunden, schau das. Ich weiss nur, also jetzt auf den Podcast glaube ich, sogar habe ich mal etwas erzählt, dass ich auf dem WC war und kein WC-Papier mehr hatte. Ja, ja, das hast Und du im nachher Podcast haben wir erzählt. also ich habe halt gross gemacht. Auf jeden Fall. Du hast im Podcast erzählt, dass du dann im zweiten Stock bist, Papier holen. Genau. Und dann auf das hast du Reaktion bekommen? Nein, weißt du, wir haben glaub, ein anonymes Feedback mal rausgegeben und dann hat eine Person geschrieben, so, ja, man muss auch nicht alles so detailliert, Klammern Flavia WC-Story beschreiben. Und dann habe ich so gemerkt, ja, also du matchst dem von meine Dinge nicht. Und dann bin ich zuerst schon so ein bisschen, ja. Ja, eben, ich weiss noch genau, wie ich mich gefühlt habe, als du das da im Studio Ja, erzählt und hast. ich kenne auch deine Blicke, weißt, Aber ich bin nicht, mit dieser Information bin ich nicht überfordert gewesen. aber du weißt, Ich habe einfach gelacht, weil ich gedacht habe, das ist jetzt etwas, was auch nur die Flavia öffentlich erzählen. Weißt, und darum sage ich feiere dich dafür. Weißt, ich feiere dich dafür, dass du so eine tiefe oder inexistente Schamgrenze hast. Weißt? Ich habe schon Was eine ich Schamgrenze, aber ja. 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 Nein, das ist gut, dass du das auch jetzt so sagst. Ja. Eben, weil wie ich oder in andere vielleicht mehr manchmal denken, dass du die nicht hast. Mhm. Ist gut, dass du das sagst. Ja. Aber eben, nur weil die für dich irgendwo anders liegt, heisst das nicht, dass Aber du genau. gar keine Schamgrenze hast. Aber wo ist denn deine Schamgrenze? Aber Also weißt du, wenn jetzt ich jemand fragen würde, ja, Flavia, ja, du hast schon eine Schamgrenze, aber ich wollte dich ja auch fragen, so, ab wann ist es für dich Oversharing? Und das Ding ist, dann musst ja du sagen, weißt was ich nicht will sharen. ja. Und dann ist wie so, Aha, what's the point? Also, ja, check ich. also what's the point? So, ja, also dann hast du dann gesagt. Grob, ich weiß auch nicht. Ja, aber bei mir sicher, Also wenn ich kann andere sicher Leute sagen- involviert sind. Nein, ich kann sicher sagen, also wenn ich jetzt, das, was du dort erzählt hast, das hätte ich nicht erzählt. Mhm. Aber beschreib mal, ab wann gehst du ins Oversharing Das wahrscheinlich ist eben, rein? ich habe eben, du hast mir ein paar Fragen geschickt, um mich vorzubereiten und du Ja. hast mich gefragt zum Beispiel, ob ich manchmal bewusst etwas nicht erzähle oder Details auslasse. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ich habe wie nicht gewusst, was antworten oder was ich mir für Notizen auf die Frage soll stellen, weil ich überlege gar nicht bewusst, was soll ich auslassen, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so in einem Gespräch bin oder eine Freundin sehe oder etwas passiert und ich will es dann erzählen, ich weiß wie intuitiv, was ich da davon erzählen will. Ich mache mir nicht so bewusst Gedanken, okay, das lasse ich glaube ich eher aus. Aber zum Beispiel, mir ist dann so ein klassisches Beispiel in den Sinn gekommen, irgendwie ist es doch auch normal, dass man nicht jedem oder jeder Person, jedem gegenüber, so ein bisschen die gleiche Version erzählt. Also zum Beispiel, wenn jetzt ich würde Samstagabend in den Ausgang gehen, ich würde richtig steil gehen, ich würde kiesen und nachher weiter saufen und dann am Sonntag am Morgentisch mit meinen Schwiegereltern würde ich auf die Frage, und wie war der Ausgang, würde ich antworten, ja, mega cool, wir haben richtig Spass gehabt, dann würde ich sicher auslassen, dass ich gerührt habe. Also weißt du so. Aber das ist dann nicht, ich finde das dann nicht mega strategisch überlegt, wem ich was erzähle und was ich auslasse. So, das ist mehr so intuitiv, habe ich dann in dem Moment gefunden, ich sage das jetzt nicht. Ja. Nicht, dass das passiert ist letztens, aber so. Das finde ich ist ein klassisches Beispiel. Findest du das dann nicht? Würdest jetzt du in dem Moment alles erzählen? Nein, eben. Also ich glaube einfach, ich habe auch müssen lernen, so auch mit Friends, auch vom Gefühl her möchte ich immer noch alles können teilen mit jeder Freundin. Aber ich merke trotzdem bei den einen Freundinnen, mit den einen kannst du vielleicht besser über Sex reden. Heisst, ich lasse bei anderen vielleicht Details aus, weil ich denke, nein, die Person findet es eher vielleicht sogar ein bisschen grusig und dann versaut es mir meine Story. Weil das habe ich auch Das ist schon dann wie weniger gehabt. Freude. Ja, dabei ist es eigentlich geil. Und ich muss mehr... Also geil, sorry. Zu dem habe ich auch ein Beispiel. Ja, okay. Und Aber warte. Also okay, von mir? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht Also müssen wir das- so rausschneiden. Ja, ich tue es genug anonymisieren. Ja, wow, es ist ja... Aha, Nein. okay. Also, Ja. ja, Ja, mich wir nicht. schauen jetzt. Okay. Genau, es geht um dich. Das ist Wir wirklich. schauen jetzt und sonst geht es jetzt weiter. Also. Und zwar sind wir in einer Gruppe gewesen. Ah, ich weiss noch. Ich Genau. wollte das auch sagen. Genau. Aber ich weiss nicht mehr, was das gegangen ist. Du hast von einem Date erzählt. Ja. Und wie du bist,
oder eben, das finde ich auch mal geil an deinem Storytelling, hast du eben detailreich erzählt. Und es ist um Sex gegangen. Und dann hast du den, die Konsistenz vom Typ im Ejakulat beschrieben. Vom Sperma. Wirklich. Ja, allen Leuten, denen du das erzählst. Also, was heisst allen? Wir waren das vierte. Ja. Du bist am Reden gewesen. Wir alle drei haben wirklich nach dem Satz, ich habe gerade die Augen zugemacht in der Hoffnung, dass dann das Kopfkino weggeht, aber nein, das Bild ist nicht weggegangen. Und mir gerade so, ich glaube, die eine in der Runde hat sogar gesagt, Flavia, das haben wir jetzt nicht wissen. Genau, und das hat mich dann, das habe ich vorher im Fall auch, die Szene ist mir in den Sinn gekommen, und ich dachte, nein, ich sage es nicht. Jetzt Ja, habe ich's gesagt. nein, das ist gut. Du hast es gut erzählt. Ja, und dort habe ich so gemerkt, Mann, Leute, wieso? Ja, findest du, wir sind Brüder, weil wir das nicht wissen wollen? Im ersten, also eben im Affekt, ich will ja das lernen. Mhm. Im Affekt bin ich schon so gewesen. Also nimmst du das Das dann ist doch- persönlich? Nein, ich finde es dann eher schade und denke mir so, Mann, Aha. mit anderen kann ich das. Wieso kann ich das jetzt mit euch nicht? Aha. Aber ich kann ja mit euch auch andere, weißt du. Ich glaube, es ist mehr... Aber eben. Ich glaube, in dem Moment kannst du... Also wenn ich dir das jetzt so vorwerfen darf, Mm, in dem Moment kannst du vielleicht wie schlecht abschätzen, was das mit dem Gegenüber macht. Eben, Die ja. Informationen. Weil für uns ist das alle mega unangenehm gewesen. aber weil es Vor grusig allem, weil ich die ist. Person kenne. Weil es grusig ist oder Nein, dass ihr es mich ist mehr so- beim Sex vorstellt? Nein, Oder was dann? es ist wie, ich will die Information von ihm, ich will die nicht kennen. Ah, Und jetzt okay. kenne ich sie. Weißt du? Ja. Ja, und ich würde alles wissen, glaube von Leuten. Ich weiß auch nicht. Nein, wahrscheinlich auch nicht alles. Ja, ich habe jetzt gedacht, weißt, vielleicht ist das ein bisschen gleich wie auch, wenn jemand von einem Bruch erzählt, jemand hat den Arm gebrochen, Aha. dann sag nicht, wie das passiert ist, weil mir wird es schlecht. Aha. Und Und dort will ich alles wissen. Siehst? Ja. Und vielleicht muss ich mehr dann in so Situationen denken, hey, schau, vielleicht ist das für die Person wie für mich, wenn jemand von seinem Bruch erzählt. Weißt du, wo auch nicht sollte. Aha, du meinst, Detailliert, ja. weil es Ja. mir würde es schlecht werden. Halbe. Mm. Und vielleicht eben, ist es der anderen Person Ja. auch schlecht. Ja. Es gibt eben so ein schönes, wie sagt man? Nein, nicht Fachjargon, aber so ein schönes Wort, wo man kann sagen, Achtung, TMI. TMI, das ist eine Anlehnung an unsere Language School später. Ich habe nämlich so Abkürzungen mitgebracht. TMI, weißt du, für was das Too much information. Genau. Zum Aber das Beispiel finde ich scheiße, weil ich will nicht, dass das too much information ist eigentlich. Siehst du? Doch, Nein. doch. Weil es gibt Sachen, die gehen nicht alle etwas an. Ah, ja, es geht niemand etwas an, ich erzähle es auch von mir aus. Ja, eben, aber manchmal will ich nicht alles, was du findest, ist erzählenswert, wirklich wissen. Ja, aber das finde ich im ersten. Ich muss jetzt lernen, dass ich das nicht persönlich nehme. Weil Aber ja, ich weiss ich schon, habe was du Kolleginnen, meinst. wo ich alles kann ans Gesicht haben und ich realisiere in dem Moment, ich so, wow, krass, ich kann dir ja wirklich alles und ich darf dann das nicht, weißt du, eben, ja, Ja. das ist auch ein bisschen mein... Hast du zum Beispiel dieser Process. Person das auch erzählt? Ich weiß doch nicht, was ich... Ah, der weil jetzt Person- wäre es spannend gewesen. Also welcher? Der Betroffene? Nein, Aha, zum Beispiel eine von diesen Freundinnen... Betroffene! Hey, ich habe einfach meinen Kolleginnen erzählt von deinen... Ja, und ihre... Ja, Nein. never mind. Nein, ich kann nur sagen, es wäre spannend gewesen, zu wissen, wie sie reagiert hat, wenn du sagst, das wäre die Reaktion gewesen, die du dir von mir jetzt zum Beispiel erwünscht hättest. Ja, also, ja. Aber hast du kein Beispiel, wo du selber gemerkt hast, ich habe overgeshared? Wo nicht, also nicht, dass dir jemand gesagt hat, Jenny, jetzt hast du overgeshared? Also tendenziell tun schon ich eher overshare, aber du hast gar kein Beispiel. Nein, also nichts, was mir jetzt gerade so in den Kopf hineinschiesst, wenn dann eher so früher in der Säcke, weißt du, wo so jemand einem ein Geheimnis anvertraut hat auf dem Pausenplatz und dann bis zur nächsten Pause am 4 Uhr hast du schon weiter erzählt. Obwohl Aber das ist ja nicht über dich. Das hast du einfach overshared über eine andere Person. Ja. Oberschritt Über über dich? mich? Nein, im Fall, nein. Weil, Aber weißt du, wenn verspürst, weil für mich, wenn ich würde das Gefühl haben, ich habe über mich overshared, wenn ich etwas bereue gesagt zu haben. Ja. Oder wenn ich, ja. ich habe das Gefühl, du hast aber eher schon den Automatismus in dir drin, dass du gar nicht zu dem Punkt kommst, sondern du sagst es einfach nicht. Weißt du? Ja. Und ich habe die Grenzen nicht. Und Ja. ich habe Also dann... es ist wie so. Je nachdem, wer mein Gegenüber ist die Grenze anders. ja. Es ist so, es gibt bei dir, ich würde
es gibt... Ich glaube, ich hätte... Egal, nein, ich muss mir selber... Ja! Ich glaube, bei dir würde ich nie das Gefühl haben, ich würde oversharen. Mhm. Aber ich würde auch nie gewisse Sachen dir erzählen, wo ich finde, das ist mir jetzt zu intim. Ja, weil du es weil du es für dich haben. Weißt du, das ist manchmal mein Ding. Darum sage ich, ich fühle mich dann wie nackt. Willst du das Geheimnis für dich, also Geheimnis, den Schatz für dich haben? Nein. Ich denke, ich glaube, es gibt gar nichts solches, weil alles, was für mich ein Schatz ist, will ich teilen. Okay. Ich finde einfach, alles, was ich nicht erzähle, ist nicht der Rede wert. Okay. Irgendwie. Vielleicht bist du einfach von anderen Sachen fasziniert. Aber weißt du, so, wenn dich eben die Konsistenz von so etwas kann Ja, nein, faszinieren. also du weißt ja, es hat mich nicht fasziniert, das war das Gegenteil. Aha. Aber es hat mich, also ich habe es Wunder genommen, wie das ist. Okay. Ehrlich Ehrlich, ja. ich weiss, was der Punkt ist. Ja. Ich wollte von euch wissen, ja, Ob das normal ist. ja. Ich habe nicht das einfach so in den Raum geworfen, sondern ich wollte wissen, hey, was meinen ihr dazu? Okay, Weißt, ich sehe deinen Punkt. Ich sehe so deinen ein Punkt. Vielleicht bin ich nicht so Journalist. Nein, ich sehe deinen Punkt. Und ich finde, über genau so Sachen sollte man eben auch in einer Gruppe, Frauengruppe Ja, können reden. Ja, finde ich eben. Ich bin da bei dir. Aber ich sage nur, im ersten Moment habe ich nicht an meine Antwort auf deine Frage können denken, sondern an Ja, Scheiße, was bildlich vorgestellt. Ja, genau. Ja. Und Ja. das habe ich Nein, jetzt sehe ich. Ja. Aber wie, du sagst, du willst das lernen. Also weißt du, wie hast du denn das vor? Aber zum Beispiel denken, hey Flavia, das ist kein persönlich, also Aha. die Person ist trotzdem eine Kollegin. Ja, also wenn es jetzt bei Friends geht. Bei Friends habe ich mehr Mühe, wenn ich merke, ich habe overgeshared. Warum? Weil ich eben will eigentlich mit den Friends alles sharen. Und wenn... Hey, das ist jetzt sehr spannend, weil Also alles, bei was ich fremden will... Leuten, wenn du dort zu privat bist, ist das Nein. egal. Nein, wenn die fremde Person dann komisch reagiert, so wenn ich Also nicht... eigentlich geht es mehr um die Reaktion. Dann kann ich... Ja, safe. Also, Aber egal, ob Friends oder fremd. ja, aber bei Freunden nehme ich es halt persönlich. Also, weil ich mir denke, hey, wir haben doch eine persönliche Beziehung. Wieso hast du jetzt, ist dir das umgegangen? Du kennst mich doch. Weißt? Aber ich will... Ich glaube, du musst respektieren, dass das nicht mit dir zu tun hat, sondern mit der anderen Person. Ja, und das auch okay ist, weil Ja. jeder und jede ist anders. Ja, aber ich habe noch ein Beispiel, Ja, Hause. wo ich merke einfach, ich match. Wenn ich merke, also ich glaube eben, wie du sagst, ich glaube, wenn mir jemand etwas erzählt, für mich ist selten, ich bis jetzt glaube noch nie etwas overgeshared auf mich. Wie soll ich sagen? Du, ich glaube, ich weiß, was Ich du habe willst das nicht sagen. empfunden. Du hast noch nie jemandem das Gefühl gegeben, du hast jetzt overgeshared. Nicht das Gefühl, oder ich habe auch in diesem Moment Also ein mir Beispiel, einmal nicht. ein Beispiel. Und ich bei dir schon. Ich habe dir schon mal das Gefühl gegeben, hast jetzt overgeshared. Ja, Aber du eher. mir nicht, das wollte ich sagen. Voll. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, bis jetzt mir ist einfach nichts in den Sinn gekommen. Aber ich merke dann in so einem Moment, Beispiel, ich bin mal, ich glaube, ich bin mich testen gegangen wegen Geschlechtskrankheiten. Und der Arzt, der hat, also wir haben 5 Minuten zusammen geredet, das sind so Kapseln gewesen. Und der hat overgeshared. Also ich, für mich nicht overgeshared, aber Ja, ich ja. habe realisiert, Ja, ja. so, wow, für andere ist jetzt das, glaube Oversharing, für mich ist es einfach geil gerade. Ja. Er hat so viel... Hey, das wäre aber für mich auch geil gewesen. Der hat dir mega viel erzählt, was er schon alles getestet und gemacht hat, oder? hat er noch nein, von erzählt? Dates von Kolumbien. Weil, Er hat... Ja, eben, aber das hätte ich jetzt auch nicht gefunden. Ui, er ja, overshared aber es nie. gibt safe Leute, die das Aha. so... Also weißt, ich habe dann so gemerkt, so, mir war nicht unangenehm, sondern ich war so, krass, der schert gerade hure viel. Ja. Und Ja. da bin ich richtig in eine Dynamik gekommen, weil ich so, oh mein Gott, eine Person, die auch so viel gerade Erzähl. und keine, weißt du, so einfach Keine raushaut. Schamgrenzen haben. Ja, aber... Ich kann zu dem nachher auch noch kurz Nein, etwas kannst du sagen. Punkto merken, dass andere bei einem oversharen. Ich habe mich schon oft in einer Situation befunden, wo ich jemanden noch nicht so lange kennengelernt habe oder jetzt gerade kennengelernt habe, so in dem Moment. Und Leute haben mir dann sehr viel oder sehr persönliche Sachen anvertraut. Und ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass ich sehr eine vertrauenswürdige Zuhörerin. Ausstrahlung, Zuhörerin bin, whatever. Und das finde ich ein Kompliment. So, ich finde das schön, wenn ich scheinbar Leute das Gefühl gebe, dass sie mir etwas anvertrauen können. Aber ich finde das auch ein bisschen spannend. Weil ich glaube, ich bin eher die, der mehr zuerst overshared und dann würde ich auch etwas zu viel sharen vielleicht. Ja. Ich glaube, du bist eher die reinkommt mit der Tür in den Raum und so etwas overshared. Vielleicht.
Ja, und das kann dann ernüchternd sein, wenn man merkt, nicht so, so ich bin die kommt. Einzige. Ja. Aber eigentlich darfst du dann auch nicht erwarten, weißt du? Ja, du musst ja nicht oversharen in der Hoffnung, dass du jetzt halt Ja, auch die tiefsten Geheimnisse von den anderen erfährst. So, du Ja. musst es ja wollen. und je nachdem gibt es dann, das habe ich irgendwie auch beim Recherchieren ein bisschen, dass es eine Fake-Intimität dann gibt. Wenn man sich eigentlich noch nicht so kennt und nachher shared man so viel und dann, die einen haben vielleicht dann so den Anspruch, wir sind jetzt schon mega intim, weil wir das wissen, aber eigentlich kennen wir uns noch gar nicht. Das ist im Fall mein Problem, das ich habe mit meinen Amsti-Friends teilweise. Ja, schon. Ja. Ja. Dass ich ich weiss, wie viel privat von ihnen. Mhm. Eigentlich müssten wir doch jetzt intim sein, also intim von Freundschaft, intim, also so Ja, aber es aber hat, es hat gar keine so eine grosse Bedeutung, dass du mir das erzählt hast, weil wir kennen uns ja gar nicht so gut. ja. Das ist das, was ich in der letzten Folge habe versucht zu erklären. Ja. Also Fake-Intimität ist vielleicht ein krasses Wort, aber ja, so, ich weiss viel, aber weißt du, was bedeutet das denn jetzt, dass Du ich das kannst nicht so weiss? mitfühlen vielleicht. Ja, ich kann nicht mitfühlen oder Ja. was du mir erzählt hast, ich kenne ja wie die andere Person auch nicht oder ich bin nicht da gewesen und habe es nicht erlebt. Also irgendwie Ja. so, ich Ja. kann es auch nicht verbinden zu Ja. Sachen. Es ist so ein bisschen, es ist einfach so wie reine Information. Mhm. Ja. Und dann trifft es irgendwie vielleicht viel härter, wenn du mit mir oversharest, weil ich kann alles miteinander verbinden. Ja, So mäßig, safe. vielleicht. Du kannst mehr mitfiebern vielleicht dann. Ja, oder Je vielleicht nachdem, so. oder mitfühlen. Aber ja. hast denn du ein Umfeld, wo du dich darauf achtest, weißt, weil du mich das gefragt hast, wo du wie so bewusst sortierst, was du erzählst und was du nicht erzählst? Ja, ich will schon langsam, zum Beispiel beim Arbeiten, also gewisse Leute haben beim Arbeiten von Anfang an Grenzen, dass fast nichts privat gesagt wird, finde ich schade, weil du verbringst so viel Zeit beim Arbeiten mit diesen Leuten und ich brauche das, dass ich auch dort Leute habe, die ich viel anvertrauen kann. Oder ich kannst auskotzen und so. Genau. Aber dort merke ich, habe ich auch müssen lernen, so... Nicht jeder. Ja, und auch am Mittagstisch, dort habe ich einfach gemerkt, ich habe overgeshared. Weil am Mittagstisch hocken auch Leute dort, wo ich finde, ja, die folgen mir zwar auf Insta, die wissen auch sehr viel, was manchmal unangenehm ist zum Checken. Aber Oh mein Gott, ja, ich die müssen kenne jetzt auch nicht meine Details wissen, weil das gönne ich ihnen nicht. Es klingt so blöd. Ja. weisst? Und dann sind wir am Mittagstisch gsi und ich hatte in der Insta-Story, dass ich auf ein Date gehe, weil ich irgendwie so, esse keine Bohnen vor dem Date. Also haben sie gewusst, dass ich ein Date hatte. Ja. Und dann hat halt eine gefragt. Am Mittagstisch? Ja. Mit anderen Leuten vom Arbeiten auch noch? Ja, ich weiss nicht mehr, es sind einmal nicht alle, es ist nicht mein Inner Circle Beim Arbeiten? dort gehockt, nur. Mhm. Und eben, Ohren sind ja überall. Und nachher hätte ich ja, sie so, und wie war dein Date? Und dann hätte ich ja einfach können sagen, ja, ist gut gewesen, wir sehen uns wieder. Ja. Aber nein, ich habe das Gefühl, also ich habe nicht das Date erzählt, ich habe dann unsere Kennenlern-Story erzählt. Und nachher bin ich so, alter Flavia, nicht gefragt, ungefragt, habe ich einfach erzählt. Ja. Und ich war so, oh Mann, ich habe wieder etwas einfach so erzählt, wo eigentlich, So wie verausgabt, so wie gratis verschenkt. ja, einfach so, da haben wir es. Du hast dein Leben ihnen wie angerührt. Ja, wieso? Und nachher bin ich Aber so... haben sie es gefangen? Weißt du, es ja, war so die gewesen, einen schon. spannend, toll. Ja, safe. Es hat nachher gute Konversationen gegeben. Aber nachher bin ich so gewesen, krass, jetzt habe nur ich gerade geshared. Und eigentlich eben, es dürfte ja nicht sein, dass ich dann erwarte, so, ja komm, jetzt muss auch jemand von euch etwas... Ja. Eigentlich nicht. Aber Ich check. Oh, Es ich ist wie wieder- frustrierend, dass du so erzählst und du weißt eigentlich gar nicht, wie ja, im Nachhinein bin ich so gewesen. Maria 47 in der Ja. Redaktion ihren Mann vielleicht kennengelernt hat. Heisst aber, dass ich Also, vielleicht Annahmen einfach erfunden. muss nachfragen. Weißt du, ich Ja. erzähle halt ungefragt. Ja. Also eben, die Kennenlern-Story habe ich jetzt ungefragt. gefragt. Juckt nicht, ob du es juckt oder nicht. Ich Ja, erzähle ja, aber andere Leute Ja. wollen halt. Und dann erzählen das sie bin je ich. nachdem auch, genau. Das bin ich. Ich Ja. sag, wobei, mir ist auch beim Überlegen in den Sinn gekommen, ich tue manchmal auch gerne ungefragt ein bisschen erzählen. Ja. Also ich bin eher, glaube der Typ, der will gefragt werden und dann erzähle ich gerne. ja. Ich weiss jetzt nicht. Wobei, nein, eben. Also ich habe das Gefühl, ich muss mir so die persönlich so ein bisschen die... aber es geht im Fall. Es kommt im Fall mega auf den Okay. Kontext drauf an und auf mein Gegenüber. Weil ich glaube, ich weiss es, ich tue auch ungefragt erzählen. ja. Von mir. ja. Oder auch so ein bisschen so, zum Beispiel letzten Donnerstag bin ich mit dem Luca irgendwo angegangen, weil wir haben Content gefilmt für eine Kollaboration von mir. Und da ist die Kundin
ist mit uns zum Velo, also einfach so von A nach B gelaufen, Mhm. so durchs Gebäude und so. Und dann haben wir ein bisschen geredet und so, ein bisschen Smalltalk gemacht und so. Und ich habe hauptsächlich mit ihr geredet und der Luca ist halt wie so neben uns hergelaufen. Und dann habe ich irgendwie wollen, dass er auch mit ihr redet. Und dann habe ich der Kundin so erzählt, ja, eben, mein Freund ist eben jetzt gerade vor kurzem so von uns in der Schweiz auf Amsterdam gefahren mit dem Velo. Und ich habe Das ist so- genau gewusst, zack, boom, Thema dropped. Ja. Dann sagt sie, oh wow, krass, okay, cool. Und dann hat sie ihm eine Ja. Frage gestellt und nachher, ich habe genau gewusst, er würde das von sich aus selber wie nicht so reinrühren. Ja, so, ja. Ich habe das gemacht letzte Woche, aber ich habe es für ihn gemacht, Ja. weil niemand hat gefragt und er hat auch das wahrscheinlich Ja, nicht ja. wollen. Aber ich habe so gesagt, schau, ich erzähle dir das jetzt einfach ungefragt, damit wir alle zusammen über das reden können. Ja. Es ist so, das mache ich, ist vielleicht auch Overshare, so, im Sinne von, ich habe mir rausgenommen, die Informationen über ihn einfach zu erzählen, Ja, und er so, Alter, um das vielleicht nutzen, zuerst. um irgendwie mit uns Ja. dritte Konversation eröffnen mit der Kundin Bonden oder was weiß ich. Mhm. Ja, ist vielleicht auch eher overgeshared gewesen, im Sinne von ein bisschen unsensibel oder so, aber ich habe das in dem Moment so gar nicht passend gefunden. Ja. Wir haben doch jetzt vorher auch die Situation gehabt, da hast du gesagt, gut gemacht, Flavia. Ja. Wie ist es gegangen? Wir haben, glaube ich, über... Also zwei wir haben davon geredet, also Kollegen sind da gesagt. genau, vor der Aufnahme sind 2 Kollegen aus der Redaktion da im Studio Ja. gestanden, wir haben das 4. geredet. Und dann ist es um deine Reisegruppe gegangen. Und dann hast du gesagt, ja, auf Reisen, da redet man natürlich über viel und so. Ah ja, genau. Und dann habe ich und alle erwartet, dass der nächste Satz ist, über was ihr halt so viel geredet habt. Ja, also Und dann eine du hat so- auch gefragt. Dann du so, aber nein, da darf ich jetzt nicht weiterreden. Da muss ich lernen, Flavia, einfach stopp. Ja. Und ich so, schau jetzt hat sie nicht overgeshared. Die anderen, nein, Flavia, das ist doch nicht. Ja. Weil das finde ich, Ja. finde ich ist eher so, Mein Laptop ist gestorben. oh, Ja. okay. Das finde ich eher so, das finde ich besonders unsensibel Ja, und auch ein das- bisschen respektlos, wenn man sich das Recht rausnimmt, über andere, also von anderen Sachen zu erzählen, die ich so finde, also warum hast jetzt du mir das müssen sagen? Mhm. Weißt Mhm. Oder dann so anonymisiert. Wir haben das letzte Mal in der WG auch gehabt. dann. Aber dann ist auch das Risiko, dass die andere Person das gleich 1 und 1 zusammenzählen kann. Und Ja, dann, aber du musst es einfach gut anonymisieren, wie wir hier im Podcast. wieso hast denn du mal etwas overshared anonym? Weiß nicht. Also über eine andere Person? Mhm. Ja, safe. Mhm. Also overgestellt, eben, ich habe mich jetzt vor allem auf mich Ja. bezogen. Ja. Ja. Wenn wir an dieser Stelle schnell ein Language School machen. Ja. Weil ich muss schon überlegen, was ich noch meine Notizen hatte. Aber Ja. ich glaube, ich habe sehr viel schon erzählt. Aber Ja, jetzt kann ich ich... bin auch gerade am schauen, was ich noch unbedingt gesagt habe. Aber das kannst du sonst dann nachher droppen. Okay. Also, das Language School. Wieder einmal. Ich habe Abkürzungen mitgebracht. Insgesamt 4. Eine davon haben wir ja jetzt schon verraten. 4? Okay. Es nehmen 3 Wörter. Eben. Eben. Aber so 4? TMI, Too Much Information, haben wir Aha, ja jetzt wie okay. schon erklärt. Ja. Eben, das kann man so brauchen als Disclaimer, von wegen, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel über Sex redet, dann kann man sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen TMI und dann kann jemand schon sagen, nein, ja, dann will ich es nicht wissen. Oh. Wenn jetzt jemand so wäre. Ja, sag Aber das nie bei mir. ich Das, kann gar wir müssen das gar nicht erzählen. Die Ironie von dem Disclaimer ist halt eben, dass wenn du das sagst, wenn sie ja nachher alle erst recht wissen. Aber Mhm. jetzt du zum Beispiel, sorry, es tut mir leid, dass ich schon wieder das Beispiel brauche, aber Alles jetzt zum gut. Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, ich habe Sex gehabt mit dem und dem Dude, Achtung, TMI, sein Sperma war besonders flüssig gewesen. Dann hätten wir... Hast du es erzählt? Das ist ja... Vorher habe ich das genauso gesagt. Schon? Ja. Also, okay. Ja, einfach... Dann können wir als Gruppe sagen, ja, sie hat ja wenigstens vorausgesagt, Achtung, jetzt kommt Aha. sensible Information, weißt? Ja. Ohne das sind wir so gewesen, Flavia! Weißt? Ja. Ja, einfach Okay. für das kann man TMI brauchen. Ja. So als Disclaimer. So, Achtung, ich tue jetzt Overshare oder Achtung, das überfordert jetzt vielleicht. Okay. Aber Ja, ich Ist will es kein nie Muss. brauchen. Ist Ja, sage ich es Ja. einfach nicht. Ja. Oder es ist so auch zum Klarstellen, für mir ist bewusst, dass das etwas ist. wo Nein, jetzt das ist scheiße. Ich will nicht, dass das klar ist in der Gesellschaft, dass man nicht über das eigentlich redet, aber wir machen es jetzt. Ich will gar nicht, dass dass einfach natürlich kannst du darüber reden. Darum will ich das scheiß TMI nicht brauchen. Weißt du, was ich Ja, meine? ich wollte nämlich gerade sagen, du könntest, wenn du würdest wählen, in deiner Insta-Story sagen,
für die Ich liebe, einen... dass du in die Kamera schaust und Nein, redest. ich schaue aus dem Fenster, weil ich so Aha, überlege, du bist was am ich rede. Ich schaue Hey, in die sorry, rede doch mit mir, nicht mit den Leuten draussen. Nein, ich bin so mich am Konzentrieren. Ich weil habe dich unterbrochen. Ja, du Ja, hast jetzt etwas Gutes zu sagen. Nein, weil du letztens eine Story gemacht hast und das Reel, von wegen, du willst nicht zurechtgewiesen werden, dass du nicht so viel sollst oversharen, sondern Ja. du willst einfach nur, dass das Sharen ist und nicht Flavia, du hast overshared. Ja. So, könntest du, wenn du würdest wählen, eben anderen klar machen, hallo Leute, ich weiss, für euch wäre das TMI, aber ich share das jetzt einfach. Aber du hast ein Problem damit, weil du nicht willst, das Labeln als oversharen, oder? Ja, weil dann bleibt es ja immer so. Ich will ja irgendwie, also das ist Du willst utopisch, normalisieren, ja. Ja, und darum will ich ja nicht eine Triggerwarnung, nein, das ist kein Trigger, also so ein Ding, Disclaimer, ja. Disclaimer voraussprechen, weil es ja dann wieder tabuisiert. Okay. Nein, es tabuisiert nicht. Ja, es tut, Ich finde, wenn du mit Disclaimer, das ist jetzt, Achtung, das ist TMI, tust du es trotzdem normalisieren. Weil gesagt, hast du es öffentlich. ja, aber ich habe trotzdem zuerst wieder angenommen, dass ihr es vielleicht mein Gegenüber könnte nicht... Nicht als, ja, ich sehe das Problem schon. Und ich Ja. habe Leute, die ich Aber das nicht dafür mache. kann niemand sagen, Ja, wobei, nein, eigentlich ist auch egal, was Leute sagen und meinen, ist ja so nein, egal. je nachdem. Nein, so, es kann dann niemand sagen, das hat mich überfordert, die Information, weil du hast ja gesagt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe deinen Ich Standpunkt sehe dies mega. auch. Ich Ich sehe sehe ihn dies mega. auch. Weißt, ich sehe Ja. auch, dass Aber ich es finde andere das Leute super. gibt. Ich finde das super. Flavia, du weißt, ich bin ein Fan von dir. Danke, ich kaufe dir. Aber jetzt gehen wir Aber jetzt in Language School. School. Also, die anderen, ein bisschen abgeschweift sind wir. Die anderen Abkürzungen sind, ich sage zuerst Abkürzungen, willst du, dass ich sie auf Englisch sage? Es sind einfach Buchstaben oder auf Deutsch. Ja, Englisch, hallo, wir sind in der Okay. Englischklasse. Also TBT, Okay. dann haben TBT. TBT Ja. oder BRB Mhm. oder FYI. Mhm. FYI kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte schnell. Das ist immer mein Problem im Englischen. Was? Genau. Viele, aber I ist nicht A, ist I. Oder E. Fuck, man. FYI. Was ist intuitiv I? Wenn du jetzt die Buchstaben müsstest schreiben. I wäre eigentlich I. Perfekt. Ist es I? Ja. For your information. Bravo! Ja. FYI Sag mal, ich muss ja... Ah nein, eigentlich müsstest du jetzt noch die 3 Also FYI hast du jetzt gerade schon For your gerade information. Das bedeutet... R&B. Nein, R&B ist auch Ist eine Abkürzung. Musikrichtung, oder? Rhythm... Nein, Oh, warte mal schnell. R&B. Beats. Rhythm... Beats. Rhythm... Aber ich sage es. R&B steht für fuck. Ich glaube Rhythm and Blues oder Nein. Rhythm and Beats. Gell? R&B meaning. Hä? R&B stands for Rhythm and Blues. Ja, Rhythm and Blues. Okay, ja. aber er ist R&B. Was? R? Es ist BRB, Ah, BRB. Oh mein Gott. nicht Barbie. BRB. Okay, gib mir für die anderen zwei musst du mir ein Beispiel geben. Also das eine hat zu tun, wenn man ein bisschen will, nostalgisch sein will. Mhm. Und das andere ist so... Also dann sage ich das so wie ein Disclaimer. Ich will jetzt nostalgisch sein. Steht alles ein Disclaimer, aber ja. Achtung! Achtung, Nostalgie! Falls jemand nicht will Nostalgie hören, aus dem Raum. Ich will nur eure Grenzen sehen und warnen. Und hören und warnen und respektieren. Also jetzt den Raum verlassen. Nein. Ja, Also also, das eine ist da zum Nostalgie ankündigen. Genau, Mhm. das ist das richtige Wort, Ah, zum Nostalgie ankündigen. ankündigen. okay. Und das andere Wort ist zum sagen, zum sozusagen sagen, komm, ich gehe wieder. ASAP. Nein, ASAP ist jetzt sofort schnell. Soon as possible. ASAP, Rocky. ASAP rauslassen. Ja. Okay, warte schnell. BRB Mhm. und TBT. to be discussed. Nein. Das ist TBD. Ja, Aber TBT. gut, ja. Danke. Ja, so, Es gibt auch noch so Sachen EOD. so Sachen lerne ich bei Watson in den E-Mails. In den E-Mails habe ich ja ASAP rauslassen. TBD, to be discussed. Es gibt auch noch TBC, Ja, nein, jetzt müssen wir nicht noch etwas dazu. EOD. Das ist alles so, wie sagt man? Corporate Language. Corporate. Komm, das bringen wir dir jetzt bei. Also, jetzt schnell nach der Reihenfolge. Was Ja. ist TBT? Nostalgie oder komm, geh wieder? Ich komme gerade wieder. Nein. Ah, Mann. 50-50 Chance, Flavia.
Ich habe mich so gesehen, weißt du, so schnell einen Kaffee geholt, TBT. Ja, nein, Okay. TBT, du sagst jetzt gerade «Aha», war für Throwback Thursday. Throwback Thursday. Oder Throwback 2, TBT. Hä? Kennst du das nicht? Das ist so von 2015 oder 2018 haben wir alle Bilder gepostet von 2014 und haben so geschrieben «Throwback 2», wo wir Throwback. damals in der Säcke, ich was. Also, Aha. Throwback ist so, Ja. es wird Also es ist eine Abkürzung für Throwback. Throwback 2 oder Throwback Thursday. Das ist mal so ein Trend, ein Nostalgie-Trend, Aha. wo man Bilder aus der Vergangenheit gepostet hat. Aber du kannst jetzt noch zum Beispiel einen Post machen und sagen Throwback 2 Times in Panama. Und könntest einen Post machen über ihre Zeit in Panama im Januar. Mhm. Okay. Das ja. ist so zum Nostalgie ankündigen. Mhm. Mhm. Kannst du Aber einfach eher schreiben. im Schreiben. Ich sage es Ja, nicht. nein. Eben. Sorry, das ist alles in Text. Aha. Du würdest nicht sagen TBT, FIU. FYI. Ja, fuck. Doch, FYI. doch, ich sage das im Gesprochenen. Ich sage Ah. so, sag ich das? Weiß nicht. Okay, aber Aber BRB ist, Warte schon. was ist es? Also in dem Fall, ich komme gerade wieder. Warte schon. Ja. BRB. Ja. Oh. Ja, komm, du schaffst Nein, das. ich wollte auf Deutsch bin, aber es ist nicht. Bin Radibutz back. Bin Hey, bin Radio Back. Hey, BRB, be right back. Be right back. Ja, I'll ich be könnte right das back. Zum Beispiel, wenn du gerade jemanden mega vertieft am Schreiben nicht- bist. I'll be right back, I have to pee. Zum Beispiel. Ja. Du bist jetzt mit jemandem auf Hinge oder auf WhatsApp oder mit einer Kollegin mega am Ping-Pong auf WhatsApp am Hin und Ja, Her ja. schreiben. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn so mitten in der Konversation plötzlich du 5 Minuten nicht mehr antwortest. Dann ist es so, Ja. hä? Ja, Hat ja, jetzt ja. mitten in der Konversation das Handy weggelegt. Habe ich Oder etwas hä? falsch gemacht? Ja, genau. Ja. Ist jetzt, was habe ich als letztes Ja. geschrieben? Wieso antwortet sie? Dann kannst du schreiben BRB. Einfach BRB. Und Mm. so kündigst du an, Ja, sorry, ja. ich komme gerade wieder. Weil zum Beispiel wirst Be du right back. vielleicht bist du ja jetzt gerade wie angesprochen Ja, worden und ja, kannst ja. nicht weiterschreiben, während du redest. Oder du musst eben schnell etwas aus dem Ofen nehmen oder was auch immer. Dann kannst du einfach Ja. schreiben BRB und die andere Person weiss, du kommst gerade wieder. Okay. Das kannst du auch auf Nice. Slack brauchen beim Arbeiten. Oder so. Du kannst schreiben BRB. Dann weiss die Person, du antwortest jetzt dann gerade wieder. In Okay. den nächsten paar Minuten. Aber Ja, du bist, dann schreibe ich glaube schneller, anstatt zu überlegen, was für Buchstaben drin sind, schreibe ich komme gerade. das ist so intuitiv. Ja, die ja. Abkürzungen schüttelst du irgendwann so aus dem Ärmel. So BRB, Ja, also ich glaube ich nicht. FYI, EOD, TBD, ASAP, TBC. das brauche ich übrigens. ASAP. Ich sage ASAP. Und auch, wenn wir schon beim Englisch sind, Ja. scheduled, oder? Scheduled, Ich ja. muss ja immer wieder Insta-Posts und TikTok-Posts. Schedulen. Ja, sage ich immer noch falsch. Ich weiss noch, da im Radio hat es angefangen, habe ich zum Chef gesagt, ja, jetzt muss ich scheduled drücken. Und er so, scheduled. Und ich so, aha. Und es ist immer scheduled. Es ist immer scheduled. Ja, Ich finde das so geil, Flavia. Wirklich. scheduled. Manchmal ist wünscht, ich Ja. könnte die Welt sehen wie du. Auf jeden Fall das letzte Ah. war, FYI haben wir schon erklärt. Ja. Ja. Aber danke. TBD ist to be discussed, TBC ist to be continued und EOD ist, wenn ich deine Chefin wäre, sage Flavia, ich wäre froh, wenn du das machst bis EOD. Bis... Ja, End of day. aha. Wenn Siehst, jetzt habe ich bei I gedacht und nicht E. Wenn jemand schreibt EOD im E-Mail-Betreff, Ja. dann weißt du, heute noch. Heute. Ja, und ASAP ist ASAP aber noch ist- mal schneller. He? Keine Ahnung. As soon as Ja, possible. ASAP ist einfach as soon as possible. Kann auch bis Ende Woche sein, wenn das Ah, stimmt. So- Aber ASAP ist für mich eher so... as soon Also, as possible ist. Ja, check. ja, stimmt. Das nächste Mal, wenn wir geschäftlich Kontakt haben, schreibe ich Flavia. ASAP. So kann ich dich stressen. Aber ja, Ah. lustig. Das ist so viel zu der Language School. Ja, Aber aber ich jetzt hast du noch... Doch. Ja, nein, ich habe von meinen Notizen, wir haben eigentlich über alles ziemlich geredet. Wie reagierst du, wenn dir jemand overshared? Ich sage dann einfach, ich weiß nicht, ob ich das wissen wollte, Flavia. Mhm. Und ihren Blick, den ihr jetzt vielleicht gesehen, wenn ihr hineinschaut. Nein, ich habe glaube alles erzählt. Ja. Auf jeden Fall... Ich finde halt, jemand Mhm. muss ja anfangen zu sharen. Und ich Ja. bin eben öfter die anfangen. Ja. Und das kann vielleicht anstrengend sein, aber es hat auch schon gegeben, dass nachher ganz coole Gespräche entstanden Glaube ich sind. sofort. Aber es gibt eben auch das Gegenteil. Aber eben, es ist so... Ich würde sagen, ich bin so ein Mittelding. Ja, ich glaube eben auch. Ich glaube, im Vergleich Ja. zu dir bin ich eher die wenig gerne teilt. Aber heisst ja nicht, dass ich nicht auch viel teile. Eben, ich erzähle auch viel ungefragt. Ich erzähle auch gerne viel. Ich erzähle auch privat. Aber ich habe wie so einen intuitiven
Grenzwert für wenn ich wem was wie detailliert erzähle. Aber hast du jetzt, wenn wir jetzt bei Insta bleiben, ja. wie tust du dort merken, so, nein, das tue ich nicht share? Bist du dort auch so intuitiv oder bist du bist auch schon an einem Post gewesen und dann denkst du, nein, das nicht, weil das wäre jetzt overgeshared? Nicht? Nein, ich glaube, was ich fände, wäre overgeshared, das würde ich gar nicht erst filmen und mir anschauen und denken, das Schon? poste ich jetzt nicht. Ja. Okay. Ja. Eben, ich glaube, mir kommt etwas, was ich gar nicht teilen will, gar nicht in den Sinn. Ja. Ja. Du gehst nicht an die Dinge an, natürlich, Ja. an die Grenzen. Ja. Sondern, ja. Ich glaube, wenn ich wie einen Sinn würde drin sehe, warum ich das erzählen sollte, dann könnte ich mich daran anwagen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über Finanzen, Ja. sage ich jetzt, wenn ich jetzt ganz offen würde eine Reihe machen auf Insta, eine Serie, wo ich in 5 Reels erkläre, wie ich mir Amsti und so leisten kann. Mhm. Wenn ich das würde wählen, würde ich mir Gedanken machen. Also ich würde dann ins Detail gehen, Mhm. aber ich würde mir dann Gedanken machen, Wie? okay, nein, nicht wie weit, sondern dann würde ich erzählen, All in. wie ich es mir leisten kann. Mhm. Da gibt es nicht ein wie viel und wie viel nicht, sondern Ja, ja. how do I make ends meet. Und dann würde ich aber Sag wie so, das nochmal. how do I make ends meet? Make ends meet ist so, wie sagt man, über die Runde kommen auf Englisch. How to I man... Was? Scheiße, das kann ich nicht sagen. Make ends meet. Make ends meet? Also das ist das Ende von der Schreiben. Wurst und das ist das andere Ende von der Wurst und wenn du die wie zusammenbringst, dann kommst du über die Runde. Ah. Ist so der Sinnbild. Sorry, aber ihre sinnbildliche Ding mit den Händen war gerade göttlich. Ja. Okay, ja. Wenn ich würde erzählen, Ja. wie schaffe ich es, über die Runde zu kommen, dann Mhm. würde ich das wie so von A bis Z im Detail erzählen. Aber dann würde ich mir irgendwie überlegen, okay, wie kann ich das sagen? Und wie will ich es überbringen? Ich würde das dann nicht irgendwie armselig sagen oder irgendwie verwöhnt, sondern einfach so, wie ich weiß nicht, ich glaube, ich will mir... Aber dann hast du ja schon viel zu viel überlegt, dass du noch so redest, wie du dann eigentlich, was du eigentlich Nein, willst weil sagen. mir ist dann nicht wichtig, dass ich es Für dich. wahr überbringe. Okay, aber du nimmst ja auch, jetzt ein anderes Beispiel, du nimmst ja auch manchmal ein Video aus dem Effekt auf. Ja. Ich habe letztes Mal auch das Video aus dem Effekt aufgenommen. Also, man fängt einfach in der Situation, dich selber anfangen zu filmen. Ja, ich habe so ein Video gepostet, eben, wo ich selber verzweifelt war, so, wieso habe ich so schnell das Gefühl, ich fühle mich... meinst, wo ich zum Beispiel mich gefilmt habe, wo ich gebrüllt habe? Ja, vielleicht das, genau. Mhm. Und hast du dort auch, weißt du, denkst so, ich filme jetzt das mal und nachher schaue ich es mal an und dann schaue ich nochmal, ob ich das Nein. könnte... Dort habe ich gewusst, wenn ich mich filme, das will ich teilen. Okay, aber du hast das dann... Also, okay, weil das Video, das ich gepostet habe, habe ich wie gewusst, ich nehme es jetzt mal auf. Und dann Aber schaue ich da mal. bin ich jetzt recht an der Grenze. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich in 3 Tagen das noch machen würde. Weißt, hast du das- Ja. Aber du tust in dem Fall Forum filmen, merkst du schon, ja, also das, Ja, genau. Das ist, glaube ich, bravo. Das ist das, was ich meine. Ich so, bravo. es ist immer noch in der Lehrerinnenfunktion. Ja, Doppelt unterstrichen, gute ja, Note. Smiley! Bitte einen Sticker. Nein, das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich merke so aus mir nach innen raus, das will ich jetzt, das sprudelt, das will ich jetzt teilen. Ja, ich auch, aber ich merke dann, ist jetzt echt, soll ich das auf Insta tun? Ah. Aber, Aber okay, irgendwie spannend. sehe ich den Unterschied nicht. Aber irgendwie es ist einer da. Es ist schon einer da, weil ich schaue das Video nochmal an Ich glaub, ja. und Also ich auch. Ich habe ja zum Beispiel einen Untertitel reingefällt. ja, wow, super. Bravo! Auch ein Sticker. Au. Ich habe meine Hand angeschlagen. Also, schau, ich will das nochmal schauen. Nachher können wir raus aus dieser Ja. Folge. Du, schon wieder einen Daumen abgeschlagen. Also komm jetzt, es wird nicht mehr besser. Du nimmst das Video auf Ja. und weißt dort schon, das teile ich. Und ich habe zum Beispiel gedacht, jetzt habe ich muss das jetzt gerade, ich glaube, es war ein Journal-Ding, ich habe einfach gerade in die Kamera geredet. Und ich habe realisiert, so, ich schaue jetzt in 3 Tagen, ob ich das würde dann posten. Und ich sehe, was du meinst, ja. Also zum Beispiel bei dem Video, ich glaube, mir ist wichtig, dass es überkommt, wie ich es sagen will. Also ich habe zum Beispiel auch mich gefilmt, aber es war kein One-Taker im Fall. Aha, nicht, okay. Nein, ich habe 3 Minuten gefilmt und einfach so wie erzählt, wie ich mich fühle. Und nachher ist es zusammengeschnitten. Es ist nicht komplett verschnipselt, aber es ist so, ich habe dann gefunden, ja, nicht die Version nehme ich, aber so, Ja, doch. Ja, dann schon. Du Ja, hast ja ich schon kann- deine Highlights rausgenommen.
Ja, ich habe so wie gefunden, das fasst am besten zusammen, wie ich mich fühle. Mhm. Und dann habe ich diesen Teil vom Video genommen. Genau. Okay. Und dann habe ich so gefühlt, das ist, ich glaube, das hast du mir auch schon gesagt, das haben mir auch schon andere gesagt, ich tue manchmal mich selber wie übererklären, weil ich ein grosses Bedürfnis habe, zum verstanden werden. Ja, du willst aber auch richtig verstanden werden. Genau, ich will nicht, dass man mich falsch versteht. Ja, ich will, dass, aber es gibt immer Leute, die einem falsch ich verstehen. weiß. Und Mhm. ich muss nicht everybody's darling sein, überhaupt nicht. Aber mehr so, wenn ich etwas Persönliches von mir erzähle, dann Mhm. will ich, dass du ganz genau verstehst, was ich meine. Mhm. Dass du 100% kannst greifen, was ich dir gerade versuche zu erklären. Und darum ist mir vielleicht, wenn ich etwas Privates teile, eher wichtig, wie ich es dir erkläre und gar nicht, was ich eigentlich gesagt habe. Mhm. Ja, ich glaube, unsere Hirn sind gekocht. Aber ich liebe das Thema. Leute, wenn ihr bis da angelassen habt, dann danke vielmals. Ich weiss nicht, Ja. ob die letzten 10 Minuten noch irgendwie einen Sinn ergeben haben. Aber in meinem Hirn und in deinem Hirn hat es irgendwie Sinn gemacht. Und am oder? liebsten, aber das macht keine Sau leider, am liebsten würde ich, dass die Leute so in die Kommentare etwas overgeshared schreiben. Ja, das machen sie eh bitte. nicht. Oder unsere DM. Ja, oder schreiben, ich weiß auch nicht, zum zeigen, so, es gibt auch andere Leute. Ja, wenn ihr irgendetwas Nein. mit uns wollt teilen wollt, dann slide Also, unsere DM. okay, ich hätte eben das so sollen sagen, ich will doch eine Psychologin sein. Tja, das hast du Ja, jetzt eingebrockt. scheisse. Tja, Ihr das habt ihr wisst, schon gehört. jetzt haben wir eigentlich sehr viel overgeshared, weil wir hören gar nicht von euch. Aber ihr könnt ja 5 Sterne geben. Dann Genau, ist es wieder bewerten. ein bisschen ausgeglichen. Genau, bewerten, kommentieren, wenn ihr irgendwie könnt relaten, let us know. Folgen und in 2 Wochen einschalten. Ja, und ebenfalls, falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt uns auf YouTube aus. Yes. Yay! Gute Woche. Also, hat Spass gemacht. Ah. Sehr. Ja, tschüss zusammen. Tschüss.